Kommt der Papa nicht? Dein Herr Vater gibt bestimmt gerade wieder in so einer Großstadt Pflanzenreitunterricht. Der muss ja sicher erst erklären, dass so ein Pferd weder Kupplung noch Gaspedal hat. Ja, seitdem der Papa einen Urlaub auf dem Bauernhof eingeführt hat, hat sich einiges bei uns verändert. Ja, das darfst laut sagen. Reitunterricht, romantische Bootsfahrten auf dem Chiemsee, Nackenkraulen und Mondschein inbegriffen. Aber nur bei den weiblichen Gästen. Ja. Und jetzt muss da noch ein Golfplatz sein. Mit 18 Löchern. Was? Der ist gerade fertig geworden und schon wieder kaputt? Wieso kaputt? Tja, wenn er jetzt schon Löcher hat. Na, die Löcher braucht man doch, damit man die Golfbälle reinschlagen kann. Dummerl. Also, wenn das so weitergeht, dann wird unser schöner Bauernhof bei der Altersheim sein. Wieso? Naja, Golf spielen doch nur Reiche ab einer Monatsrente von 4.000 Euro. Das war einmal so. Mittlerweile ist es ein richtiger Modesport geworden. Also mir hat's auf dem Hof besser gefallen, wie wir nur eine Landwirtschaft waren. Wieso macht der Papa das bloß alles? Deinem Herrn Erzeuger reicht's eben nicht mehr, nur mehr Landwirt zu sein. Na, er nennt sich jetzt Generalmanager eines Urlaubsparadieses. Und irgendwann kriegt er einen Herzinfarkt und macht mich zur reichen Witwe. Sowas darfst du nicht einmal denken, Mama. Du siehst doch selber, was bei uns los ist. Der Leitner Hirst, der kommt doch nicht einmal mehr zum Essen heim. Und Ideen hat der. Du, wahrscheinlich denkt er gerade drüber nach, wie er die Kampenwand auf unser Almwiesen schirmen kann. Damit wir auch noch Klettertouren im Angebot haben. Aber die Ehrendamen... Der Herr Knecht? Oder muss ich die schon Direktionsassistent nennen? Sag einfach Hans zu mir, wie immer. Wenn ich jetzt eine gehobene Stellung habe, bin ich doch noch Mensch blieb. Das ist aber nett. Dann pass auf, dass du in deiner gehobenen Stellung nicht verhebst. Heben ist das Stichwort. Christian, wo bleibst du denn? Ja, immer langsam mit den jungen Pferden. Laut Gewerkschaftsverordnung dürfen wir Azubis nicht überfordert werden. Bei Auszubildenden ist stets darauf zu achten, dass sie körperlich und geistig schonend behandelt werden. Dann red nicht so viel, das kann dich körperlich und geistig überanstrengen. Jetzt fragst du aber erst einmal mit an. Ja, der Tisch muss raus. Was ist los? Seid ihr übergeschlagen? Was soll denn das? Anordnung der Direktion. Ja, wir sind bloß ausführende Organ. Genau, also gehen wir. Also, den muss der Stier mit dem Hinterhub am Kopf erwischt haben. Also, der hat die Größenwahnseuche, die hier auf dem Hof um sich zu greifen scheint. Ich muss sofort deinen Vater anrufen. Hoffentlich hat der sein Handy eingeschaltet. Für Privatgespräche... Ist jetzt keine Zeit. Genau. Also. Was machst du da? Ha? 1, 2, 3, Zugel! Sag mal! Ganz ruhig, Mama, dein ganzes Geschirr geht ja kaputt. Da wird ja gleich noch viel mehr kaputt gehen. Wir rufen sofort die Polizei. Oder am besten gleich die Irrenanstalt. Versuch lieber am Papa zu erreichen. Die kommen doch nicht von allein auf so schwachsinnige Ideen. Also da muss der Hans irgendwas missverstanden haben. Ich verstehe nie etwas falsch, Miss. Ich tue nur das, was mir der Chef schafft. Bevor ich dir jetzt gleich in deine empfindlichsten Körperteile trete, sagst du mir vorsichtshalber, was das alles zum Bedeuten hat? Ramadama. Wir räumen aus? Ihr demoliert mir mein Wohnzimmer. Nein, das ist ab heute kein Wohnzimmer mehr. Was ist das? Das ist ab heute
der Empfangsraum für die Urlaubsgäste. Gewissermaßen die Hobby. Ja, das sind den Vornehmen des Hotels jetzt überall heißt. Ach, geh, du meinst wohl Lobby. Das ist mir auch recht. Das sag mal. Jedenfalls hat der Chef gesagt, dass der alte Plunder da raus muss. Weil das nicht den modernen Anforderungen der Gäste entspricht. Ja. Und dann hat er noch gesagt, dass wir eine Verbindung schaffen müssen von bäuerlichen Elementen und zeitgemäßen Wohnstil. Entschuldigung. Jawohl, bäuerliche Elemente. Nein, Ha? nix. Leitner Hirs, hier spricht deine Frau. Was heißt Frau? Eine Furie, eine geballte Ladung Dynamit. Warum ich mich so aufreg? Du, deine depperten Handlanger, die demolieren mit Brachialgewalt mein Wohnzimmer. Was ist das? Was? Eine erforderliche Neugestaltung. Gestatten, der wird entsorgt. Die ziehen mir einen Stuhl unterm Hintern weg. Das ist ein Sessel. Hirs, Leitner Hirs, ich erwarte sofort eine Erklärung von dir. Ich werde dir alles erklären, gleich. Wenn ich wieder daheim bin, gell? Ja. Ich rate dir dringend, sofort hier aufzutauchen. Bleib doch ganz ruhig. Schau, du weißt doch ganz genau, dass ich bei allem, was ich so mache, nur das Wohl der Familie im Kopf habe. Für mich hast du nur Stroh im Kopf. Mama! Kind, jetzt stör mich doch nicht. Ich befinde mich mitten in einer Ehekrise. Hirs, bist du noch da? Aber selbstverständlich, mein Zuckerschnäuzchen. Nenn mich nicht Zuckerschnäuzchen, du Allwiesen Casanova. Was tust du da? Immer wenn du mich rufst, bin ich zur Stelle. Hirs, jetzt sag einmal, kannst du mir erklären, was das da alles zum Bedeuten hat? Ja, also das ist... Ein Einfall, der dir nach der dritten Maß Bier eingefallen ist? Na, das ist eine Idee vom Jonathan Witherspoon. Wer zum Teufel ist Jonathan Witherspoon? Der Jonathan Witherspoon ist ein Pro. Ja, Programmieren? Na, das heißt, ein Pro ist ein Golflehrer. Ein Professioneller. Okay. Ich hab gemeint, sowas gibt's bloß bei den Frauen. Du sag einmal. Und nebenbei ist er auch noch Innenarchitekt, oder was? Ja, schon davon hat er mir nichts gesagt. Also. Na, wie kommt der dann dazu, dass der mein ganzes Wohnzimmer ausräumen lässt? Weil Gäste nicht an einem Sofatisch, sondern an einer Rezeptur empfangen werden. Der Hans meint Rezeption. Ich mein, dass ich als angehender Sportmanager mich nicht von einem Lehrbuben verbessern lassen muss. Ich bin kein Lehrbuhr. Ah. Ich bin ein Auszubildender für Reise- und Freizeitgestaltungen. Aber vorerst bist du mal Auszubildender in der Landschaftsgestaltung. Du gehst in den Hofen aus und kehrst die Rostbringen zusammen. Ja, aber... Nix aber, was hab ich gesagt? Gut. Vorher rufe ich aber erst meinen Gewerkschaftsfunktionär an, ob mir so eine Arbeit überhaupt zugemutet werden darf. Sag einmal, seid ihr alle übergeschnappt? Da musst du den Chef fragen. Ich handle nur weisungsgebunden. Also, Hirs, jetzt kannst du mir mal das ganze Theater da erklären. Ja, also der Jonathan Witherspoon, der hat zur Bedingung gemacht, dass auch der äußere Rahmen stimmen muss, wenn er die Stellung annimmt. Was für eine Stellung! Ja, der Jonathan Witherspoon ist der neue Golflehrer auf dem Leitnerhof. Jonathan Witherspoon. Das klingt wie Gurgeln mit essigsaurer Tonerde. Für was braucht denn mir einen Golflehrer? Ja, schau, Anna, ein richtiges Geld kann man am Golfplatz bloß mit den Anfängern machen. Ja, die richtigen Golfer gehen ein Platzrunden und verschwinden dann wieder. Aber die Anfänger, die bleiben länger. Ja. Weißt du, die sind nach 2 Tagen frustriert, weil sie den Ball immer noch nicht treffen. Und diesen Frust spülen sie dann mit 5 bis 6 Obstlern unter. Und am Abend müssen die übernachten, weil die viel zu kaputt sind, um heimzufahren. Und was meinst denn du, was die für einen Hunger und für einen Durst haben, wenn die den ganzen Tag an der frischen Luft waren? Und du meinst also, ich bin Köchin, Barfrau und Zimmermädel auf einmal? Nein. Ach, wie beruhigend. Nein, du kümmerst dich nur ums Essen und ums Trinken. Die Zimmer macht die Moni. War ich nach der Wirtschaftsschule ins 4-Jahreszeiten gegangen, dann war ich jetzt schon stellvertretende Hausdame. Da werd ich bei uns irgendwelche
welche Preisen die bitte, Herr Grazia? Hey, die Saison, die geht doch bloß 3 Monate. Und dann machen wir Urlaub in Portugal. Wieso? In Portugal? Die haben dort eine Unmenge guter Golfplätze. Ja, da können wir dann den ganzen Tag spielen. Ah, das wäre was. Ach, Sag einmal, der hat ja überhaupt nicht noch das Golfspielen im Kopf. Das ist ja direkt krankhaft. Die im Alter erst mit einem Hobby anfangen, die werden ganz fanatisch. Das habe ich neulich in der Zeitung gelesen. Aber da müssen wir doch was unternehmen. So kann es doch nicht weitergehen. In erster Linie sind wir immer noch eine Landwirtschaft. Und der Golflehrer kommt mir schon gleich gar nicht ins Haus. Der soll womöglich noch bei uns übernachten. Und dann auch nur Engländer. Ja. Die sind stocksteif, trinken nur Tee und sind immer schlecht gelaunt. Nur meine Ausbildung zum Knecht lasst mich die schwere körperliche Arbeit unbeschadet überstehen. Aber was tut man nicht alles für Aufstiegssassen? Vergesst ihr mal nicht, wie man Stall ausmisst und Kier macht, gell? Sonst habt ihr nämlich Rausflugschassen. Deine Mutter, die wird sich noch an einiges gewöhnen müssen. Der Zug der Zeit macht auch im Pfiffing nicht halt. Und du fährst jetzt ab und machst heute im Hähnerstall. Die Mama macht heute Abend einen Kaiserschmarrn und wir brauchen nur Eier. Ein Kaiserschmarrn mit viel Eier. Haha, sehr gut. Ja, wir sollten heute Abend zum Schützenfest gehen. Ja, du weißt doch, dass ich ein leidenschaftlicher Tänzer bin. Du bist ein Tänzer der Leidenschaft. Letztes Jahr hat die Meier Julia ihre Schuhe wegschmeißen müssen, nachdem du mit ihr tanzt hast. Und ihre Zehen waren 3 Wochen lang angeschwollen. Es war so eng auf der Tanzfläche. Ihr wart das einzige Paar. Aber du hast sie umklammert wie ein Ertrinkender seinen Retter. War da kein Wunder bei ihren Rettungsringen. Die Leute an die Tisch, die haben schon tuschelt. Die haben denkt, ihr hätts was miteinander. Ja, hätte ich auch gern. Aber du warst mir lieber. Ach, geh Hans. Die Meier Julia, die passt doch viel besser zu dir. Ich bin doch viel zu jung für die. Ein Junge frisst auch nicht mehr wie eine Alte. Du hast ja recht. Ja, vielleicht ist sie heute Abend wieder da. Dann kann ich mal mit ihr reden. Aber sollte sie ja sagen, dann machen wir bitte keine Vorwürfe. Ich hab's dir gesagt. Servus. Hello. Oh, very pretty. No, wie sagt man in German? Sie sehen aus very entzückend. Danke, Ju. Ich meine, danke Ihnen. Oh, sind Sie die Lady von der Reception? Nein, ich bin nur die Tochter. Irgendwie, jede Frau ist eine Tochter, wenn ich mir erlauben darf, diese Bemerkung. Sie dürfen. Ist der Boss at home? Einen Boss haben wir hier nicht. Wir haben nur einen Bauern. Oh, you got a good humor. I like Frauen, die haben eine gute Humor. Ja, wollen Sie bei uns Seiten lernen? No. Oh, wir English people können alle reiten. Wir werden sozusagen geboren auf den Rücken von den Pferden. Sie werden sicher schon bemerkt haben, dass ich bin ein Englishman. Also, für einen Italiener hätte Sie jetzt jedenfalls nicht gehalten. Oh dear, wie unhöflich von mir. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Gestatten, please. Jonathan Witherspoon. Sehr erfolgreich. Moni Leitner. Oh, so you are the daughter of the Tochter von Hirs Leitner. Ja, von Hirs und Anna Leitner. Oh, ich war noch nicht in die Vergnügen, kennenzulernen, weder Ihre Vater noch Ihre Mutter. Also, ob das heute ein Vergnügen ist, mich kennenzulernen, weiß ich nicht. Ich bin nämlich ein Vulkan kurz vorm Ausbruch. Mama, das ist Mr. Witherspoon. Er ist Engländer. Jonathan Witherspoon. Oh. Jonathan Witherspoon. Immer zu Ihren Diensten, Madame. Oh. Der lispelt ja. Aber gut erzogen sind's schon die Engländer.
Und ausschauen tut er auch nicht schlecht. Oh, wenn ich störe, die Damen, zieh ich mich gerne wieder zurück. Aber nein, nehmen Sie doch Platz. So, bei uns bekommt jeder Gast eine Brotzeit. Oh, what a funny word. Was für eine lustige Wort. Brotzeit. Was ist das für eine Jahreszeit? Nein, eine Brotzeit, das ist ein kleines Dinner. Verstehen Sie? A little hummy. Oh, now I understand. Ham wie Schinken. Oh, that's good. Ich habe auch ein bisschen hungrig. Ja, dann wollen wir mal sehen, was die Küche zu bieten hat, gell? Lass mich das machen, Mama. Das ist schließlich der erste Engländer, den Ihnen Radi beißen sieht. Haben Sie nur diese eine Kind? Ja, ich schon. Bei meinem Mann halte ich nichts für ausgeschlossen. Very reizend, Ihre Tochter. Ja, wir sind ausgesprochen zufrieden mit ihr. Aber bei dieser Mutter war auch gar kein anderes Ergebnis zu erwarten. Sie sind ein Schmeichler. Ein Schmeichler? Oh, I don't know this word. Ich spreche noch nicht so lange Deutsch. Ja, also ein Schmeichler, der macht übertriebene Komplimente. Oh, ich habe nicht übertriebene. No, you are a beautiful woman und haben eine very positive Strahlung. Ausstrahlung. Also nach dem, was heute schon alles vorgefallen ist, ist es direkt ein Wunder. Oh, hatten Sie Trouble? Stellen Sie sich vor. Jonathan Witherspoon? Das weiß ich doch. Aber stellen Sie sich doch einmal vor, was heute schon alles passiert ist. Also mein Mann, der Leitner Hirs, gell? Mein Mann, der Leitner Hirs, der hat doch jetzt tatsächlich zu unserer Landwirtschaft, zu unserem Reitbetrieb, zu unseren Kutsch- und Bootsfahrangeboten auch noch einen Golfplatz bauen lassen. Und dann hat er einen Golflehrer engagiert, der unser ganzes Haus umkrempeln lässt. Einen gewissen Jonathan Witherspoon aus England. Oh mein Gott! Das sind ja Sie! Yes. I'm Jonathan Witherspoon from England. Aber ich habe nicht umkrempeln lassen, Ihr Haus. Nicht, aber auf Ihre Anordnungen habe ich mein ganzes Wohnzimmer demoliert. Oh, aber ich habe keine Orders gegeben von dieser Art. Also, mein Mann hat gesagt, Sie hätten gesagt, wir brauchen hier einen Empfangsraum. Moderne Zeiten taten sowas verlangen. Yes, aber ich habe nicht gesagt, dass es soll leer räumen Ihre Living Room. No, I didn't. Ich habe vorgeschlagen, dass es wäre nicht unpractical zu haben, eine kleine Room für Empfängnis. Aber wäre genug eine kleine Hütte und die Golfplatz. Selbstverständlich, Ihr Wohnzimmer wird wieder zu Ihrem Wohnzimmer. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben dieses Zimmer sowieso hauptsächlich als Speisezimmer benutzt. So, Speis und Trank für unseren Verbündeten. Bitte schön. Moni, was du with Eve? Ja klar, Jonathan Witherspoon, unser neuer Golflehrer. Ein Prost auf die deutsch-englische Freundschaft. Prost. Cheers. God save the Queen. Kundschaft? Das ist eine Kundschaft oder ein Besuch? Weder noch. Das ist ein neuer Mitarbeiter, Mr. Jonathan Witherspoon. Ja, also so welcome in Pfiffing. Ja, I am so very erfreut. Ja, du kannst dein Schulenglisch wieder einpacken. Der Mr. Witherspoon spricht ausgezeichnet Deutsch. Well, some Vocables fehlen mir allerdings noch. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Bei uns können Sie sogar Bayerisch lernen. Naja, das ist hier im Lande die Sprache der Weitgereisten und der Gebildeten. Oh, ich habe schon gelernt, einen Satz auf Bayerisch. Ja? Sozusagen als Welcome Gruß. Schleich dich, du Depp, du Damische. Also damit werden Sie die Herzen der Bayern
im Sturm erobern. Oh, Ihre Frau hat mir schon erzählt von dem kleinen Missverständnis. Wir haben hier kein Missverständnis. Nein, wir haben nur eine Miss Moni, meine Tochter. Der Mr. Witherspoon spricht von der radikalen Umgestaltung unseres Wohnzimmers. Ja, aber Sie wollten doch einen Empfangsraum zwecks Anmeldung zu den Anfängerkursen. Yes, aber der Hof ist big, meine groß. Wir hätten können überall hinbauen. Ja, aber jetzt bleibt der Empfangsraum hier. Mir gefällt nämlich diese Einrichtung. Schon deshalb, weil mein lieber Hirs jetzt den ganzen Tag hier am Pult stehen muss, um die Gäste zu begrüßen. Vorbei ist mit die Ausfahrten bei Mondschein auf dem Chiemsee und den stundenlangen Ausritten mit den Großstadtdamen. Also das Geheimnis unseres Erfolges ist doch nur die persönliche Betreuung durch den Chef. Der Chef, du bist der alte Hirsch in der Brunft. Eine Yacht haben Sie auch noch. Ja, aber der Papa jagt hauptsächlich zweibeinige Rehe. Ja, obwohl er mit der alten Flinten kaum noch trifft. At the moment, ich kann nicht ganz folgen Ihrem Gespräch. Ja, ich auch nicht. Und ich bin ein Bayer, kein Engländer. Alle Aufträge sind gewissenhaft ausgeführt worden, Herr Direktor. Auch die, die sich nicht mit dem Gewerkschaftsvertrag vereinbaren lassen. Naja, also, das ist unser neuer Mitarbeiter, der Golflehrer Jonathan Witherspoon. Jonathan. Wenn jetzt mich meine Englischkenntnisse nicht im Stich lassen, dann heißt Wisser vertrocknet und Spoon ist der Leffe. Also auf Deutsch heißen Sie vertrockneter Leffe. Ich bin der Christian Klumsi. Oh, clumsy. Oh, my pleasure. Clumsy in meiner Sprache heißt so viel wie tollpatsch. Ja, das ist gut. 1:0 für Mr. Witherspoon. Also ich bin der Brandner Hans. Aber fragen Sie bitte nicht, was Brandner auf Englisch heißt. Brand ist die Marke. Das passt, weil du bist ja auch ganz eine besondere Marke. Du, Anna, hast du dir schon überlegt, wo wir Mr. Witherspoon unterbringen? Im Gästezimmer im 2. Stock. Ich hab deine Mama gefragt. Also nach reiflicher Überlegung bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es am besten wäre, wenn der Mr. Witherspoon übernachten würde im Gästezimmer im 2. Stock. Ja, aber da schlaft doch auch die Moni. Aber in einem eigenen Zimmer. Trotzdem, Bayerin, vom moralischen Standpunkt aus finde ich die Idee nicht sehr gut. Wir haben doch 8 Zimmer in der Scheune ausbauen lassen. Alle mit Dusche und Fernseher. Die Moni und der Mr. Witherspoon, die werden sie heute das Badezimmer im 2. Stock teilen. No problem. Ich stehe immer auf, sehr früh. Wir werden ein Schild an die Badezimmertür anbringen. Vorübergehend besetzen. Außerdem sind da aber eine Unterdusche. Ich meine, falls einmal zu Überschneidungen kommen soll. Also, die zwei werden schon klar kommen. Ja, das fürchte ich auch. Christian, du wirst in Zukunft mehr um die Landwirtschaft kümmern müssen. Na, Jonathan, der Hans ist unser Greenkeeper. Oh, Was bin ich? Der Greenkeeper. Ich war aber lieber Barkeeper. Du kümmerst dich ab sofort um den Rasen. Du meinst die Wiesen? Das haben wir doch immer schon gemacht. Ab sofort sind 2/3 von unserer Wiesen Rasen. Ja? Englischer Rasen. Hoffentlich bemerken auch die Kühe den Unterschied. Also gut, ich hab zwar keine Ahnung, wie ein Green kippen soll. Ich kipp lieber ein Obst. ein Greenkeeper ist so eine Art Pfleger für die Rasen. Ah, ich verstehe schon. Ich fahre also mit dem Odel, mit dem Jauchewagen über einen Engländer. Über die Wiesen. Ja. Also der Herr Mr. Witherspoon, der wird dir schon sagen, was du zum Tag hast. Auf jeden Fall musst du auch noch die Golfbälle auf der Driving Range einsammeln. Ich bin doch kein Cowboy auf einer Range. Ich bin Geld auf dem Leitnerhof. Nun möchten wir gerne etwas näher betrachten, die Anlage. Jonathan, Ja? ich werde Ihnen alles zeigen. Du brauchst dem gar nichts zu sagen. Das mach schon ich. Das Greenhorn wird jetzt von einem echten Greenkeeper auf den Platz geführt. Darf ich bitten, Herr Gentleman? See you, Miss Moni. Miss Moni? So ein Mist. What's the matter? Jetzt müssten wir aber gehen, dass wir rechtzeitig zum Abendessen wieder daheim sind.
Ich schau mal, ob das Zimmer für den Jonathan in Ordnung ist. Bis jetzt waren für Sie die Engländer immer stocksteif und schlecht gelaunt. Ja, und jetzt sagt schon Jonathan zu ihm. Ja, aber ein netter Kerl, findest du nicht? hä? Ja, also, ich finde ihn ja äußerst sympathisch. Ja, an dem werden sie die wilde Braun auch bald ranschmeißen. Du, die Frau Braun ist weder wild noch eine Randschmeißerin, gell? Red gefälligst in einem anständigen Ton von der Isolde. Rief jemand meinen Namen? Lieber Hirsch, Sie haben ja noch gar keine Reithose an. Ach so. Haben Sie vergessen, dass wir den leichten Galopp üben wollten? Aber wie könnte der liebe Hirs sowas vergessen? Husch, husch, Bauer. Raus aus der Hosen und rein in den Reitdress. Also, Isolde, ab sofort können Sie bei uns auch Golf spielen lernen. Golf? Ja. Ach, wie entzückend. Reiten und Golf. Oh, da sind wir jetzt fast den ganzen Tag unterwegs. Ja, aber nicht mit dem Herrn Leitner. Golf unterrichtet nämlich ein vertrockneter Löffel. Ach so, ja dann bleibe ich lieber beim Reiten. Ohne Sie, lieber Hirs, macht mir Sport ja gar keinen Spaß. Das kann ich aber gut verstehen. Der liebe Hirs ist ja so ein einfühlsamer Lehrer. Genau. Und er hat so viel Geduld und eine so angenehme Art, einem die notwendigen Bewegungsabläufe beizubringen. Ja, das ewige Auf und Ab im leichten Trab. Naja, also wir treffen uns dann vorm Reitstall, gell? Und ich werde noch schnell etwas Rouge auflegen. Man will ja auch beim Reiten gepflegt aussehen. Ich darf am liebsten am Bauer in die Reithosen helfen. Die Braun ist nicht sein Typ. Da war ich mir gar nicht so sicher. Was willst du denn damit sagen? Gestern Vormittag zum Beispiel. Da sind sie 4 Stunden miteinander ausgeritten. Ja und? Die Pferdl haben aber überhaupt nicht geschwitzt, als wir wieder zurückgekommen sind. Da werden sie halt im Schritt gegangen sein. Im Schritt. Ja, da schwitzen die Pferde nicht. Die Reiter aber meistens auch nicht. Jedenfalls ist die Braun gleich unter die Dusche gegangen. Und der Bauer hat sie im Brunnen draußen im Hof 10 Minuten ein kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt. Und du bist ein altes Waschweib. Ich bring doch den Mund kaum auf. Ich bin nur ein guter Beobachter. Und ein kleiner Intrigant. Obwohl ich nicht weiß, was das ist, weise ich diesen Vorwurf entschieden zurück. Hallöchen, ist jemand zu Hause? Da müssen sie reinkommen, dann werden sie schon sehen. Bin ich hier richtig? Ja, das kommt ganz darauf an, zu wem Sie wollen. Ich will zum Golfclub Leitner, der exklusiven Anlage in herrlicher Landschaft gelegen, mit den gepflegtesten Greens und den raffiniertesten Hindernissen. So steht es jedenfalls hier im Prospekt. Wenn's da drin steht, dann wird's schon stimmen. Grüß Gott. Leitner. Tampe, Heiner Tampe, Schiffsbauingenieur aus Finkenwerder. Oha, ein Ausländer. Nee. Finkenwerder liegt in Norddeutschland. Noch schlimmer, Preis. Ja, was können wir für Sie tun, Herr? Tampe, T wie T, A wie Albatros, M wie Matchplay, P wie Pitching, E wie Igel. Albatros Igel, das ist ein Tierhändler. Das sind alles Golfbegriffe, Mignon. Ich bin gekommen, um mein Handicap zu verbessern. Und was haben Sie für ein Handicap? 33. Ich habe nicht nach Ihrem Geburtsjahr gefragt, sondern was Sie... Ich habe gefragt, was Sie für ein Problem haben. Probleme habe ich keine. Nur ein Handicap. Ja. Sie sollen ja einen ganz erfahrenen Pro hier haben. Unser Pro ist produktiv programmiert und prozentual an den Einnahmen beteiligt. Spielst du auch Golf, Mignon? Nein, die Bälle sind mir zu klein. Ja, der Christian interessiert sich mehr für Bälle mit einer gewissen Körbchengröße. Ja. Verstehe. Er ist Basketballspieler. Anna, du hast ja die Hosen zuerst gewaschen. Die ist ja schon wieder eingegangen.
Schmarrn, du bist auseinandergegangen. Ach so, ein Unsinn, gell? Das ist ein Waschbrettbauch. Ja, im Speckmantel. Ach, lieber Hirs, diese Kleinigkeiten werden wir gemeinsam abtrainieren. Ja, und gemeinsam geht's auch viel besser, gell? Ja, Service wird bei uns groß geschrieben. Wollen Sie auch bei uns reiten lernen? Eigentlich bin ich zum Golfen gekommen, aber in so einer Gesellschaft würde ich auch gerne durch die Landschaft traben. Gestatten, Heiner Tampe, Schiffsbauingenieur aus Finkenwerder. Isolde Braun aus Amselstetten. Reizend, ganz reizend. Also dieses Outfit steht Ihnen ausgezeichnet. Also, wir treffen uns dann zum Reitstall. Auf geht's! Ich hoffe, Sie bleiben etwas länger. In ein paar Stunden sind wir von unserem Ausritt zurück. In ein paar Stunden. Ich plane eine Woche hier zu bleiben. Auf geht's! Tschüss! Reizend, ganz reizend. Ist sie noch frei? Sie benimmt sich jedenfalls so. Sagen Sie, junger Mann, haben Sie nur Apartments oder auch Suiten? Wir haben echte Bauernmöbelsuiten. Könnten Sie dann mein Gepäck auf mein echtes Bauernzimmer tragen? Also bei uns, da ist alles sehr freizügig. Wie meinen Sie das? Ja, Sie können bei uns machen, was Sie wollen. Sogar Ihr Gepäck selber hochtragen. Das ist gut, ja. Ja, es sei denn, Sie lassen ein kleines Anerkennungshonorar springen. Mit Trinkgeld war ich nie knauserig. Haben Sie bloß einen Koffer? 2 und mein Golfbag. Ja, Sie, dann fehlen noch 2 Euro. Einer. Mein Golfbag trage ich selber. Euch preisen fällt einfach die großzügige weltmännische Art von uns Bayern. Sie sind sehr geschäftstüchtig, junger Mann. Oh, I got a good idea. Was soll sie? If you want to, no, wenn Sie möchten, ich zeige Ihnen, how zu spielen Golf und Sie unterrichten mich in die Feinheiten von der deutschen Sprache. Aue, der Mann beißt aus. Pardon? Na, wissen Sie, ich bin mehr für das Bayerische zuständig. Oh. Ja, und Golf spielen lerne ich in meinem Alter gewiss nicht mehr. Ich habe ja schon 5 Anläufe gebraucht, bis ich die Führerscheinprüfung bestanden habe. Golf spielen lernen kann jeder Depp. Ich hoffe, Sie meinen das nicht persönlich. Oh, ist Depp ein schlimmes Wort? Sorry, Herr Hans. Bei uns in Bayern gibt's keine Schimpfwörter. Wenn man da zu jemandem sagt, der Hundling, dann kann das heißen, dass man ihn für bösartig hält, aber auch, dass er ein schlauer, raffinierter Kerl ist. Oh, so, Sie sind eine Hundling, aber in dem positiven Sinne. Im positiven Sinne, das gefällt mir. Aber jetzt lasst mir mal die förmliche Anrede. Ich bin der Hans. And I'm Jonathan. Gut, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Unterricht. Also, zu einem Josef sagt man bei uns Sepp. Der Georg ist der Schorsch, der Ludwig ist der Wickel. King Louis. Und zu einem Johann sagt man bei uns Hans. Du bist der Johnny. Okay, Hansi. Hansi? Da scheint ja schon eine Völkerfreundschaft entstanden zu sein. Jawohl, eine unter Männern. Aber da solltest du dich raushalten, Moni. Die Engländer haben eine Tradition. Die wollen keinen Euro, keinen Rechtsverkehr und keine Frauen, die nicht auf der Insel geboren sind. That's not right. Das letzte stimmt nicht. Ich kenne a lot of Englishmen, die verheiratet sind mit einer Deutschen. Mit einer Preisin vielleicht. Bayerische Madel nehmen bayerische Buben. Hey, Moni. Ach, das hat sich doch längst geändert. Ihr Zimmer ist aufgeräumt und das Bett ist bezogen. Soll ich es Ihnen Oh, zeigen? yes. Nein, das mache ich schon. Und wir sollten inzwischen das Gepäck aus dem Auto holen und aufs Zimmer schaffen. Schwere körperliche Arbeit ist nichts für die, Moni. Ach, wie besorgt du bist. Von der Seite kenne ich dich ja gar nicht. Ja, ich dachte ja gerne meine guten Zeiten zeigen, aber du willst ja nicht. Hilf dem Mr. Witherspoon, sein Gepäck aufs Zimmer zu tragen und pass auf, dass nicht gegen den Tisch rinnst. Ich hab nämlich eine Vase mit Sonnenblumen nach oben gebracht. Was? Sonnenblumen aufs Zimmer? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, he's jealous. Eifersüchtig. Aber auf wen?
Das erzähle ich Ihnen später. Aber Sie werden der Erste sein, der das erfährt, Mr. Witherspoon. Oh, ich möchte nicht, dass Sie zu mir sagen, Mr. Witherspoon, sondern Jonathan. Naja, nachdem wir uns ja jetzt schon mindestens eine Stunde kennen, ist nichts dagegen einzuwenden. So, I am Jonathan. Ich bin die Monika, aber alle rufen mich nur Moni. Oh, Moni, was für ein reizender Name. Ich weiß ja nicht, ob ihr das in England kennt, aber wir geben uns beim Duzen einen Brüderschaftskuss. Oh, I'm delighted. Oh, was für eine schöne Braut. Moni, könntest du mir das vielleicht noch einmal zeigen? Aber gerne, Jonathan. Sehr gerne. Ja, da legst du nieder. Und ich hab gemeint, die Engländer haben bloß einen Fußball erfunden. Hier ist der CEC, Wer ist da? Chiemsee Exklusivclub. Ja, wir sind leider in diesem Monat schon ausgebucht. Versuchen Sie es da in 4 Wochen noch einmal, ja? Auf Wiederhören. Wie kannst denn du sowas sagen? Ja, außer der Braun und dem Tampe haben wir doch keine weiteren Gäste. Das ist ein psychologischer Trick. Ja, die Leute reizt doch nur, was sie im Moment nicht haben können. Ich darf sagen, das ist pure Faulheit. Arbeitsmäßig fühlst du dich mit 2 Gästen schon ausgelastet. Das bin ich ja. Ich bin da der Empfangschef, der Pferdepfleger, der Grillkipper, ja, und immer noch der Knecht, der sich um die ganze Landwirtschaft da kümmern muss. Ja, aber in mir hast du doch einen tatkräftigen Assistenten. Okay. Du schleichst doch nur um die Braun rum, wenn die gerade einen Chef einmal wieder aus den Augen lässt. Gästebetreuung nennt man das. Und außerdem ist die Braun Witwe und hat 2 Maschinenbaufabriken geerbt. Okay. Das ist doch voll zu alt für dich. Ja, bei einer Fabrik schon, aber bei 2 Fabriken darf man sich von so nebensächlichen Kleinigkeiten nicht rausbringen lassen. Du, ich fürcht, die Moni hat ein Auge auf den Jonathan geworfen. Mei, wo du doch 2 Augen auf die Moni geworfen hast. Stell dir vor, sie meint, ich wär zu alt für sie. Was sagst du jetzt da dazu? Eine Unverschämtheit. Aber sie hat recht. Du hast doch keine Ahnung. Junge Madeln brauchen reife Männer. Wer sagt das? Ja, ich? Oder kannst du nicht mehr richtig hören? Ich werde ja am 16. Loch leicht angespült, wenn dieser blöde Taumel im Weg gestanden war. Den schneide ich morgen gleich einmal um. Sie haben noch nicht den richtigen Schwung bei dem Abschlag. Der Bau hat keinen Schwung, hab ich schon immer gesagt. Ja, werde den richtigen Schwung gleich zeigen, gell? Handgreiflichkeiten gegen leitende Angestellte sind ein Kündigungsgrund, sagt die Gewerkschaft. Wir sollten machen etwas mehr Werbung für den Golfplatz. Es ist nicht gut, wenn ich nur Unterricht gebe, nur die Boss. Ja, aber andererseits ist doch nicht schlecht, wenn ich auch dieses Spiel lerne. Schließlich muss ich da mitreden können. Über Pitching und Chipping. Ah, Donnerwetter, nimmst du auch schon Unterricht? Na, das habe ich im Johnny sein Regelbuch gelesen. Aber was das heißt, weiß ich noch nicht. Ein Pitching, das sind die hohen und Chipping sind die flachen Annäherungsschläge ans Loch. Stimmt das? Exactly. Also gut, meinetwegen kann ja jeder Golf spielen lernen, gell? Aber ich wünsche nicht, dass jemand was weiß, was ich noch nicht weiß. Ist das klar? Ja. Gut. Also du weißt zum Beispiel nicht, wie lächerlich du in dem Aufzug ausschaust. Also wenigstens einen Golfschläger hättest raus vor der Tür absteigen können. Wenn du vom Reiten kommst, nimmst das Pferdl doch auch nicht mit in den Stuhl. Das ist die dicke Bertha. Was ich immer sag, nur Weiber im Kopf. No. Die dicke Bertha ist eine Driver. Wenn man doch gleich denkt. Und? Was ist das? Ja, also, wenn ich am Abschlag stehe, sagen wir mal am 8. Loch, ja, das hat Paar 5, gell? Ja, da muss ich den Ball möglichst weit schlagen, gell? Und drum lege ich ihn auf einen Tee. Tee. Ja, und nimm dann die dicke Bertha, damit ich weit schlagen kann und über den Bunker komme. Für was brauche ich mir in Friedenszeiten einen Bunker? Ein Bunker ist eine Sandhindernis. Perhaps
Vielleicht möchten Sie doch lernen, die Golf spielen. Ich? Yes? Nie im Leben. Mein Sport ist Einkaufen, Kochen und Saubermachen. Und ganz nebenbei haben wir ja auch noch eine größere Landwirtschaft. Also wenn der Golfplatz ein Geschäft wird, dann steht ich natürlich noch mehr Mitarbeiter ein. Ja, das wird dich dann entlasten. Da brauchen wir aber einen Betriebsrat. Und ich lass mich zum Vorsitzenden wählen. Ich sehe schon meine Visitenkarten vor mir. Christian Klumsi, Betriebsratvorsitzender. Ja. Und ich sieg dir jetzt gleich mal in der Melkmaschine sitzen, gell? Meine Frau kann nicht alles allein machen. Ja, da hast recht. Du tust jetzt einmal die dicke Bertha weg und futterst die Händel, gell? Deine Frau kann nämlich nicht alles allein machen. Die Hähner hab ich schon gefordert. Aber es wäre ganz nett, wenn sich unser Azubi in Kurstall bewegen könnte. Ja, passt. Unser dicke Bertha, die gibt nämlich 30 Liter Milch am Tag. Da kann er so ein Golfschläger nicht mithalten. Wo bleibt denn unsere Turnierleiterin? Die wird doch nicht die Pferdl striegeln. Jesus, die Braun, meine, die hab ich ganz vergessen. Ja, mit der wollte ich doch ausreiten. Die Braun steht mit dem Herrn Tampe auf dem Golfabschlag, Dings. Bei der bist du abgeschrieben. Die hat nämlich jetzt auch das Golffieber packt. Dann kann man jetzt noch ein paar Löcher spielen. Der Jonathan wird Hunger haben. Er ist ja schließlich schon um 5 Uhr aufgestanden. Woher willst denn du das wissen? Oder hast du bei offener Zimmertür geschlafen? Oh, sorry, ich war so laut. Nein. Ich habe nur einen sehr leichten Schlaf. Das ist ja das Allerneueste. Ich hör sogar, wenn du die nachts in die Küche schleichst, um dir ein Stückel Wurst runterzuschneiden. Ah, ich bin nicht geschlichen, gell? Und die Wurst war keine Wurst, sondern ein Stück Käse. Also jetzt geht's in den Garten aus und ich schau, was ich für die Herren noch finde, gell? Ein Käse ist leider keiner mehr da. Also, auf geht's. Ab in den Garten. Halt, Hans, du bleibst da, gell? Ja, du bleibst am Telefon. Und wenn der Christian mit Mecken fertig ist, kann er dich da abblasen, gell? Ja, schließlich hast du heute Nacht schon eine Zwischenmahlzeit gekriegt, mein Lieber, gell? Ja, wir sollten da meine Arbeitskraft bewahren, wenn ich da auf Diät gesetzt wäre. Ja. Nein, hier ist nicht nur der Leitnerhof, hier ist das Urlaubsparadies vom Chiemsee. Ja, bei uns können Sie segeln lernen, rudern, flirten und seit neuestem auch Golf spielen. Was kann ich denn für Sie tun? Sie sind der Kaminkehrer. Und wollen jetzt morgen aufs Dach steigen? Ja, kein Problem. Bei uns macht im Moment sowieso jeder, was er will. Nein, war das aufregend. Der Heiner hat mir den richtigen Schwung beigebracht. Sehen Sie, wie der Ball fliegt? Klar. Wo ist er denn runtergekommen? Entscheidend ist die Bewegung in der Hüfte. Probieren Sie es doch auch mal. Ja, kein Problem. Sie sollen doch keinen Hammer werfen. Jetzt stellen Sie sich mal hin und folgen Sie einfach meiner Bewegung. Und zack. Na, wie finden Sie das? Ja, also ich hab das jetzt noch nicht ganz kapiert. Könnte man das vielleicht noch mal üben? Aber gern. So. Rückschwung bis zur Schulterhöhe. Durchschwingen, leichte Drehung. Rückschwung bis zur Schulterhöhe. Durchschwingen, leichte Drehung. Wie war jetzt das? Also, Rückschwung bis zur Schulterhöhe, durchschwingen, leichte Drehung. Rückschwung bis zur Schulterhöhe, durchschwingen, leichte Drehung. Hey, was läuft denn da? Wir üben den Abschlag. Das schaut schon mehr nach einem Anschlag aus. Also, ein gleichmäßiger Bewegungsablauf ist beim Golfspielen das Allerwichtigste. Ja, nicht nur beim Golfspielen. Wie meinen Sie das? Jetzt kannst du schauen, dass du aus der Nummer wieder rauskommst. Rückschwung bis zur Schulterhöhe, durchschwingen, leichte Drehung. Rückschwung bis zur Schulterhöhe, durchschwingen, leichte Drehung. Also, was meinten Sie vorhin? Ja, ich meine, auch beim Reiten muss der Bewegungsablauf stimmen. Ach so, und ich dachte schon an etwas anderes. Ja, Sie denken häufig an was anderes, nicht wahr?
Sie sind ein ganz schön freches Kerlchen. Wissen Sie eigentlich, dass ich schon immer Maschinenbauer werden wollte? Nein. Ja. Ja, das ist ja ein Zufall. Gell? Ich habe 2 Maschinenbaufabriken. Ja. Was Sie nicht sagen, das ist ein Zufall. Theoretisch hätten Sie auch bei mir als Azubi anfangen können. Ja, theoretisch sicher. Aber Sie sind noch jung. Sie können immer noch eine zweite Lehre absolvieren. Ja, ich bin da schon mehr an leitenden Positionen interessiert. Ja, und so jung bin ja ich auch nicht mehr. Wissen Sie eigentlich, dass ich schon immer für reifere Frauen geschwärmt habe? Tatsächlich? Freilich, ich meine so junge Dinger wie die Moni zum Beispiel. Die haben bei mir gar keine Chance. Ach, was Sie nicht sagen? Ja, ich stehe da mehr auf Frauen, die es im Leben schon zu was gebracht haben. Aber Sie möchten doch sicher mal eine Familie gründen und Kinder haben? Ja, hätte ich eine Fabrik mit 400 Angestellten, dann wären das gewissermaßen alles meine Kinder. Ja, dann wäre ja ich 800-fache Mutter. Und das als kinderlose Witwe. Sie wissen ja einiges von mir. Darf ich Ihnen ein Geständnis machen? Aber bitte, Sie sind genau der Typ Frau, von dem ich immer schon geträumt habe. danke für das Kompliment, aber der Altersunterschied ist mir wirklich zu groß. Aber reife Frauen brauchen junge Männer. Wer sagt denn das? Der Hans oder was umgekehrt? Das hat er sicher anders gemeint. Wie alt sind Sie eigentlich? Also, man fragt eine Dame nicht nach ihrem Alter. Ja, ich habe auch Sie gefragt. Sie sind ein Frechdachs. Aber dabei ungemein liebenswürdig. Finden Sie nicht? Richtig böse sein kann man Ihnen nicht, das stimmt. Meine Mama hat immer gesagt, die Frau, die dich einmal kriegt, die hat das große Los gezogen. Was hat Ihre Mutter denn beruflich gemacht? Die war Losverkäuferin auf dem Oktoberfest. Ja, wissen Sie eigentlich, wie lange der Herr Tampe hier Urlaub macht? Ja, mindestens 8 Tage. Ach, er gefällt mir. Das wäre der Hauptgewinn in einer Weihnachtstombola. Und ich hab immer gemeint, dass Sie mir auf den Chef abfahren. Ach, lieber junger Freund. Verheiratete Männer sind wie Kerzen. Du kannst dich an ihrem Schein erfreuen, aber wenn du zu nah herangehst, verbrennst du dir leicht die Finger. Also irgendwie scheinen heute alle bei mir ihre Lebensweisheiten abzuladen. Könnten Sie mich mal kurz rufen, wenn's Telefon leitet? Ich muss bloß einmal hinaus. Ja, kein Problem. Ich warte sowieso auf den Heiler. Ja, nimmt dich keiner, nimmt dich keiner. Ferienparadies Leitner, was kann ich für Sie tun? Ach, Sie möchten am Wochenende einen Golfschnupperkurs machen. Ja, schön. Wie viele Leute sind Sie denn? 18. Oh, das ist gut. Wir haben einen 18-Loch-Platz. Ja. Da kriegt dann jeder sein eigenes Loch. Genau. Gut. Ich habe alles notiert bis Samstag. Moment, wenn Sie mir noch Ihren Namen sagen würden? Bernhard Langer. Gut. Ja, bis Samstag. Wiederhören. Hallöchen! Ich bin schon wieder umgezogen. Also ich muss schon sagen, so eine Golfrunde mit Ihnen, das ist das reinste Vergnügen. Es hat bannig viel Spaß gemacht. Wir könnten ja gemeinsam bei Mr. Witherspoon Unterricht nehmen. Eine gute Idee. Gemeinsam die Bälle hinaus katapultieren. Möglicherweise wird das ein Abschlag ins Glück. Darf ich Ihren Worten entnehmen, dass Sie mir eine gewisse Sympathie entgegenbringen? Och, jetzt bringen Sie mich nicht in Verlegenheit. Und nichts liegt mir ferner als das. Lassen wir das Thema erstmal beiseite. Beiseite wäre vielleicht etwas übertrieben. Ich meine, also,
Gleichgültig sind Sie mir nicht. Na, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Warten wir doch mal ab, was sich daraus entwickelt, Frau Braun. Meine Freunde nennen mich Isolde. Ich bin der Heiner. Heiner? Was für ein schöner Name. Isolde, das klingt nach Leidenschaft und Sinneslust. Oh, Donnerwetter! So viel Temperament hätte ich den Norddeutschen gar nicht zugetraut. Wir wirken nur äußerlich etwas steif. Innerlich sind wir brodelnde Lava. Ja, was halten Sie von der Idee, wenn wir nach dem Abendessen einen kleinen Spaziergang machen würden? Ich bin dabei. Der Sonnenuntergang in den Voralpen soll ja etwas sehr Romantisches haben. Bis später, Heiner. Ja, Frau Braun, was machen Sie denn da? Ich weiß nicht, ob Ihre Eltern Sie nicht aufgeklärt haben. Im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man das einen Kuss. Also, da herrscht ja mittlerweile eine lockere Moral. Also ich glaube, dass sich daraus mehr entwickelt als nur ein Urlaubsflirt. Ja, und ich glaube, dass mir die Entwicklung da herin schon langsam über den Kopf wächst. Vielleicht stimmt ja doch das alte Sprichwort. Schuster, bleib bei deinen Leisten. In seinem Fall müsste das allerdings heißen, Bauer, bleib bei deinen Kühen. Oh Gott, ich darf ja Isolde nicht warten lassen. Na, das schaut her. Da haben sich die Pärchen aber schnell gefunden. Schaut's, gell? Die Preisen sind halt doch schneller wie die Bayern. Das interessiert doch mich nicht. Okay. Du gibst Reitunterricht, lernst Golf spielen und übst dich erfolglos im Flirt. Ja, was heißt denn da erfolglos? Ich denk doch immer nur... Immer nur an dein Vergnügen. Deine Gäste sind dir wichtiger wie deine Familie. Du hast vergessen, dass wir eine Landwirtschaft haben. Deine weiblichen Urlaubsgäste sind dir wichtiger wie deine Kier. Aber keine Sorge. Jetzt rahm ein Spieß um. Dann wirst du schon sehen, was davon hast, du Hornochs. Da kannst du was glauben, Moni. Dein kleiner Engländer macht der Braun schöne Augen. Ich glaub dir kein Wort. Du eifersüchtiger Gockel willst doch nur einen Keil zwischen Jonathan und mir treiben. Aber das gelingt dir nicht. Also erstens, ich bin nicht mehr eifersüchtig. Ja, ich habe eingesehen, dass ich doch einmal ins Alt bin für dich. Und zweitens, was ich gehört habe, habe ich gehört. Ach, und was hast gehört? Du glaubst mir sowieso nichts. Das stimmt. Aber meine Neugierde kannst du trotzdem befriedigen. Also, auf der Driving Range hat er zu ihr gesagt, dass sie eine Figur hat wie ein Filmstar. Eine Figur wie ein Filmstar. Genau. Und seine Augen haben ganz lüstern gefunkelt. Du bist auf dem Traktor gesessen und hast die Bälle eingesammelt. Ja, willst du seinen lüsternen Blick sehen haben? Ich habe eben Augen wie ein Adler. Du bist verlogen wie ein Kuckuck. Und kehrt hast du bei dem lauten Traktorgeräusch auch kein Wort. Bitte, wenn du meinst. Ich muss dir ja nicht erzählen. Außerdem ist mir doch egal, ob der Jonathan die Braun küsst oder nicht. Er hat sie geküsst. Es könnte auch sein, dass er ihr mit seinen Lippen eine Mücke von ihrem Mund entfernt hat. Aber 5 Sekunden lang. Ich habe auf durchgeschaut. Oh, so ein Hoderlump. Der macht mir die schönsten Komplimente und küsst eine fremde Frau. Nein, das stimmt nicht. Er hat sie also nicht geküsst. Doch, aber die Braun ist doch keine Fremde. Aber der Herr Witherspoon ist ab sofort wieder ein Fremder für mich. Die deutsch-englische Freundschaft, die wird auf Eis gelegt. Ihr seid in die Politik gehen. Ich habe ein echtes Talent. Ach, Herr Hans, haben Sie vielleicht die Frau Braun gesehen? Die holde Isolde. Ja, wir waren gewissermaßen verabredet. Ja, das muss vergessen haben. Weil im Moment ist gerade mit jemand anderem verabredet. Geschäftlich? Mehr geschlechtlich. Sie turtelt mit dem Herrn Golflehrer im 7. Grün. Turteln? Wie meinen Sie das? Sie chippen und pitchen nicht, sie schnäbeln, wenn Sie wissen, was ich meine. Nee. Was ist denn Schnäbeln?
Das kommt von Schnabel, vom Mund. Ah, er gibt ihr theoretischen Unterricht. So könnte man es auch nehmen. Aber ich glaube, die beiden verbindet mehr als so die Liebe zum Golfspiel. Könnten Sie das mal mit deutlicheren Worten ausdrücken? Amors Pfeil hat sie getroffen. So ein Schnickschnack. Der Herr Jonathan hat beide Augen auf das Fräulein Moni geworfen. Kommt darauf an, ob er es auch getroffen hat. Also ein bisschen Menschenkenntnis habe ich ja auch, ja? Wenn die beiden nicht verliebt ineinander sind, dann heiße ich Egon. Also Egon, die Frau Braun und Herr Wistersbahn Spoon knutschen sich ungehemmt auf dem Golfplatz. Und jetzt fragen Sie mal Ihre Menschenkenntnis. Küsst man eine andere Frau, wenn man frisch verliebt ist? Meine Isolde küsst einen fremden Mann? Jedenfalls hat sie sich von ihm küssen lassen. Von diesem Mr. Witherspoon? Und was sagt das Fräulein Moni dazu? Keine Ahnung. Wer weiß denn schon, ob sie das weiß? Jedenfalls hat dieser Golflehrer mit einem Schlag 2 junge, aufkeimende Lieben zerschmettert. Typisch Golflehrer. Denken eben nur von Schlag zu Schlag. Nun denn ist mein Verweilen hier nicht länger möglich. Mein Handicap kann ich auch woanders verbessern. Ein Heiner Tampe weiß, wann er sich zurückzuziehen hat. Das muss ich gleich Christian erzählen. Mit einem Schlag 2 Nebenbuller aus dem Weg gerannt. Aus mir wird sicher mal ein guter Golfspieler. Du Hans, weißt du, wo meine Frau steckt? Die habe ich seit Stunden schon nicht mehr gesehen. Also irgendetwas stimmt da nicht. Sie ist stundenlang verschwunden. Das hat's doch früher nicht gemacht. Nein, früher war alles ganz anders. Du, die Anna wird doch nicht, also ich meine, besteht die Möglichkeit, also was ich sagen wollte ist, Also, Chef, du redest daher wie ein Politiker in einem Fernsehinterview. ja, ich weiß einfach nicht, wie ich mich genau ausdrücken soll. Ja, wie weißt du mit der Frage, glaubst du, dass die Anna eine Gspusi hat? Meine Frau? Ja, niemals. Andererseits, Besteht allerdings auch die Möglichkeit. hast du da vielleicht irgendwelche Beobachtungen gemacht? Wer soll denn da irgendetwas beobachten können, wenn die Bayerin stundenlang nicht auf dem Hof ist? Ja, vielleicht ist sie nach Brien zum Einkaufen. Oder nach München zum Friseur? Ja, das kann auch sein, ja. Sie ist in letzter Zeit immer so schön zurechtgemacht, gell? Ja. Für wen eigentlich? Also, wenn wir jetzt aber den günstigsten Fall annehmen, dann für die. An einen anderen Fall will ich gar nicht denken. Dann darf ich es auch nicht machen. Du Hans, Hans, meinst du, dass ich es mit dem ganzen Urlaubsparadies da ein bisschen übertrieben hab? Naja, ich glaube, es war schon richtig, dass wir mit der Zeit gegangen sind. Vielleicht hätte man das Tempo ein bisschen drosseln sollen. Ja, und wie komme ich da aus der ganzen Nummer wieder raus? Anstatt die Urlaubsgäste schickst du einfach deine Kühe wieder auf den Golfplatz. Ja, und wir kümmern uns wieder mehr um die Landwirtschaft. Die Anlage, die hat ein Vermögen gekostet. Ja, vielleicht. Vielleicht könnte man es ja auch verpachten. Ja, genau. Ich werde gerne mit Jonathan reden. Da würde ich ganz dringend davon abraten. Was? Ja, so ein Engländer passt doch gar nicht in unsere Gegend. Außerdem kriegt er vielleicht irgendwann einmal Heimweh und flieht über Nacht auf seine Insel zurück. Ja, und der kennt doch bloß das englische Pfund. Der kann doch mit Euro gar nicht rechnen. Ja, was ist denn mit dir los? Was hast denn du gegen den Jonathan? Ich hab mir gedacht, ihr habt euch ein bisschen angefreundet. Angefreundet ist übertrieben. Ich habe mich nur für die Integration für Ausländer eingesetzt. Ja, das mache ich bei den Preisen doch schon seit Jahren. Ja. Also, wenn einer für den Golfplatz in Frage kommt, dann ist es nur der Jonathan. Der Jonathan soll einen Golfplatz übernehmen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, hey, ja, was ist denn mit dir los? Du, ich red von deinem Jonathan. Hat sich was mit meinem Jonathan. Ja, da fällt mir ein, ich muss so ganz was dringend erledigen. Also, sag einmal, raus mit der Sprache. Wieso ist es nicht mehr dein Jonathan? Dieser Don Juan, der Englische,
der küsst andere Frauen auf dem Golfplatz. Geh, woher weißt denn das? Der Hans hat ihn beobachtet. Geh, der Hans, gell? Der ist eifersüchtig. Ja, dem sein ganzer Traum war es doch einmal, den Leitnerhof und gleichzeitig auch die Leitner-Tochter zu übernehmen. Das war einmal. Der konzentriert sich jetzt viel mehr auf die Brauen. Der hat nämlich was Männer anzieht. Aha, da unten, das wäre... Ja, Geld bis zum Abwinken. Ja, aber du willst damit nicht sagen, dass der Jonathan eventuell vielleicht oder überhaupt deine Mutter, die ja zufällig auch meine Frau ist, geküsst haben soll? Hm? Die Mama darf sowas nie in der Öffentlichkeit machen. Wie beruhigend. Der Jonathan hat die Braun geküsst. Der Hans hat's mit eigenen Augen gesehen. Der Hans, geh daran, erkennst doch, dass er liegt. Schau her, wenn der Hans auf die Braun abfährt und an dir angeblich kein Interesse mehr hat, dann müsste er doch wiederum Interesse daran haben, dass der Jonathan auf dich abfährt und kein Interesse mehr an der Braun hat. Verstehst du das? Na, Ja, ich auch nicht, aber eine gewisse Logik ist darin enthalten. Gell? ja, und was soll ich jetzt machen? Ja, du wirst schon einen Weg finden, um die Wahrheit herauszufinden. Hä? Wenn ich überhaupt noch an der Wahrheit interessiert bin. Und bist du interessiert? Ha, brennend. Ja, meine, die verdammte Emanzipation. Das haben die Frauen auch schon in einem zweiten Frühling. Zwei Herzen im Mai, die hatten sich lieb. Der Lenz ging vorbei, die Liebe blieb. Also, erstens mal haben wir jetzt August und zweitens einmal haben wir hier ein halbes Dutzend Herzen. Mich interessiert aber nur ein einziges. Ja, weil Sie meines noch nicht kennen. Irgendwann wird Ihnen schon die Richtige über den Weg laufen. Und die ein oder andere Richtige ist mir schon über den Weg gelaufen. Nur stehen ist bisher noch keine geblieben. Tja, ich habe ja auch jahrelang auf mein Heilerchen warten müssen. Ja, die Frage ist bloß, ob er auf Sie gewartet hat. Was wollen Sie damit sagen? Oh, man hört hier so einiges, wenn man die Ohren aufsperrt. Und was hört man? Also dem Herrn Trampe, Ihrem Heilerchen, gefällt es anscheinend gar nicht, dass sich der Jonathan so, wie soll ich jetzt das sagen, intensiv um Sie kümmert. Mr. Witherspoon gibt mir Golfunterricht. Ja, der Hans will aber auch schon beobachtet haben, dass es dabei zum Austausch von kleineren Zärtlichkeiten kommen sein soll. Also, das ist eine Unterstellung. Die schon langsam ihre Kreise zieht. Jetzt hören Sie mal auf, in Rätseln zu sprechen und sagen Sie mir klipp und klar, was hier los ist. Ja, alles weiß ich auch nicht. Also jedenfalls ist die Moni sauer auf den Jonathan. Der Heiner ist sauer auf Sie und auf den Jonathan und der Bauer... Ist sauer auf wen? Der ist überhaupt nicht sauer. Der ist bloß beunruhigt, weil er nicht weiß, was die Bäuerin treibt, wenn sie stundenlang allein unterwegs ist. Und was hat das Ganze ausgelöst? Hallo? Noch einmal, was hat das Ganze ausgelöst? Ein Kuss, Was für ein Kuss? den zwei Menschen ausgetauscht haben sollen. Gehe ich recht in der Annahme, dass man mir unterstellt, ich hätte etwas mit Jonathan Witherspoon? Um Himmels Willen, nein! Oh, na Gott sei Dank. Leute sagen, er hätte was mit einer. Wer behauptet das? Ja, der da. Herr Hans Brandner, ich werde Ihnen jetzt ein blaues Auge verpassen. Danke, ich bin schon versorgt. Oh, das ist gut. Ja. Das ist gut, dass mir jemand diese Arbeit abgenommen hat. Kommen Sie, Christian, ich packe. Ja, sag einmal, Hans, wer hat denn dir das blaue Auge verpasst? Das war eine linke Gerade, die ich im Ansatz kaum gesehen habe. Und wer war der Absender? Der Engländer. Was? Nein, also das glaube ich nicht. Gell, das ist doch so ein friedfertiger Mensch. Warum soll denn der dir ein Pfeilchen verpassen? Ja, nur weil es der Moni und dem Heiner Trampe erzählt hat, dass der Jonathan die Braun geküsst hat. Na, was hat denn da der Herr Trampe damit zu tun? Ja, ich hab mir gedacht, das wäre ein Abwasch. Wenn der erfährt, dass die Braun den Jonathan küsst, dann lass dir den Finger von mir. Also jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Willst du die Braun oder hoffst du immer noch auf die Moni? Die Braun will mir nix und die Moni erst recht nicht. Ja, und was soll dann das ganze Theater? Also, psychologisch ist es so zu erklären. Ich leide an einem Zurücksetzungskomplex. Unter was?
unter einem Zurücksetzungskomplex. Wenn jemand nicht kriegt, was er will, dann will er unter allen Umständen das haben, was er nicht kriegt. Aber das verstehst du sowieso nicht. Hans, du solltest doch zum Arzt gehen. Meinst du? Ja, unbedingt. Aber vorher musst du unbedingt nach deinem Wiedergutmachungskomplex nachgehen. Ja, du musst der Moni und der Frau Braun die Wahrheit sagen. Das wird aber nicht ohne körperliche Schäden für mich ausgehen. Ja, so hart wie der Jonathan wird die gewiss nicht zuschlagen, gell? Aber Strafe muss sein. Also sei ein Mann, zeig Charakter. Lass meinen Charakter aus dem Spiel. Auf den bin ich im Moment selber sauer. Es soll jetzt am Hof noch einige Turbulenzen geben. Hallo, da bin ich wieder. Ja, wie schaust denn du aus? Du möchtest jetzt auch mit Golfen anfangen. Anfangen ist gut. Ich habe bereits die 15. Trainerstunde hinter mir. Du bist heimlich mit dem Jonathan unterwegs gewesen. Heimlich schon, aber nicht mit Jonathan. Ich habe in Happing einen Kurs gemacht. Drum bist du immer stundenlang verschwunden gewesen. Ja, was der Bauer kann die Bäuerin schon lang. Ich war schon immer gegen die Emanzipation. Und ich gegen deine stundenlangen Ausflüge mit unseren weiblichen Urlaubsgästen. Ja, aber da war doch nichts dahinter. Aber es liegt in der Natur des Mannes, hin und wieder seine Unwiderstehlichkeit zu beweisen. Ja, während die duldsame Frau sich um Küche, Stall und Gäste kümmert. Aber das ist Vergangenheit. Du hast ja einen Golflehrer engagiert. Jetzt kannst du aus meiner Haushälterin umschauen, gell? Ich spiele Vormittag und Nachmittag nur noch Golf. Und nächstes Jahr nehme ich bei den German Open für Damen teil. Was? Aber was? Ja. Wir haben eine Landwirtschaft, du bist eine Bayerin. Du kannst doch in deinem Alter nicht neue Wege einschlagen. Du, erstens bin ich jünger wie du, gell? Und zweitens hast du auch neue Wege eingeschlagen. Ich wollte doch nur mit der Zeit gehen. Ja, ich tue auch nichts anderes. Na, man muss sich den Herausforderungen des Lebens eben stellen. Du, vom Schnupperkurs zu den German Open ist ein langer Weg. Denkst du gar nicht an mich? Ich hab voll angedenkt, während du nächtelang über den Chiemsee gefahren bist, gell? Ich schwöre dir, da ist nie etwas vorgefallen. Ja, bei mir auch nicht. Ich habe meinen Golflehrer nur einmal umarmt, wie ich die Platzreife gekriegt habe. Was? Du hast die Platzreife? Seit heute. Oh, holy Moses! Oh, Sie sehen aber gut aus. Wollen Sie jetzt doch lernen, die Golf spielen? Jonathan, Sie sehen eine reife Frau vor sich. Eine platzreife Frau. Oh, Sie haben heimlich Golfunterricht genommen. Im Golfclub in Happing. Oh, that's incredible. Das ist unglaublich. Die Platzreife nach so einer kurzen Zeit. Sie sind eine Naturbegabung. Und ich bin ein Obertrottel. Ich kümmere mich um die Familie, dass die mal ein besseres Leben haben. Und was habe ich jetzt davon? Eine glückliche Frau, die dem tristen Alltag entflieht und einem schöneren Leben entgegensieht. Danke, Hirs. Ach, übrigens, ab sofort habe ich jeden Montagabend mein Damenkegeln in Prien. Am Dienstag bin ich beim Frauenverein der Freien Wähler. Am Mittwoch der Dame Schafkopf im Gasthof zur Post. Am Donnerstag habe ich mich bei einem Aerobikkurs angemeldet. Und am Freitag, da bin ich am Tegernsee in der Schönheitsfarm. Du, die sollen ja einen ganz tollen Masseur haben. Und am Samstag und am Sonntag? Aber Hirseli, man muss sich doch auch noch um die Familie kümmern. Also. So hab ich mir das nicht vorgestellt. Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ach, Hirs, könntest du bitte mein Golfbag in den Wagen bringen? Ich fahre noch nach Happing, um mein Handicap zu verbessern, gell? Ja, was? Das ist ja... Ich will nichts mehr hören. Wait! Kann ich mit dir sprechen? Wenn's sein muss. You're so distant. Du bist, wie sagt man, das ist so abweisend. Ach, bin ich das? Yes. Dann wird's wohl so sein.
What's the matter? Moni, was ist passiert? Da fragst du mich? Oh, Slaughter, ich begreife. Du hast geglaubt, die falsche Anschuldigung von die Hans. Moni, I'm very disappointed. Ich bin sehr enttäuscht von dir, dass du hast so kleine Vertrauen in mir. Ich wollt's ja nicht glauben. Aber dann hat mir der Herr Tampe auch erzählt, dass du die Braun geküsst hast. Der Mr. Tampe ist hineingefahren auf die gleichen Lügen wie du. Aber warum soll denn der Hans lügen? Was hätte er denn davon? Ich such, Hier, look, das hat er davon. ich such am besten das Weite. Du hast dich meinetwegen geprügelt? Prügeln ist nicht der richtige Wort. Ich habe einmal einen richtigen Schwung gemacht und dann ist er umgefallen. Und ich habe ihm geglaubt. Ich kann verstehen, dass du jetzt von mir enttäuscht bist. No, das ist schon wieder vorbei. Die Hauptsache ist, dass du nicht mehr bist böse auf mir. Ich war ein dummes Schaf. Eifersucht kann auch sein ein Zeichen von der Liebe. Und lieb habe ich die von ganzem Herzen. Moni, würdest du es finden unschicklich, wenn ich dich nach einer such a short time, nach einer so kurzen Zeit um deine Hand bitten würde? Nein, Jonathan! Aber wir sollten am Papa nicht übergehen. Du musst ihn offiziell um meine Hand bitten. Alright. Lieber Herr Leitner, hiermit möchte ich Sie um die Hand von Ihrer Tochter bitten. Mach's lieber auf Bayerisch. Hier's, gib mir die Moni, denn ich hab sie narrisch gern. Hier, gib mir die Moni. Ich hab sie. Ist niemand hier? Ich hätte gerne meine Rechnung. Aber Heinerchen, ja, was machst du denn da? Das sehen Sie doch, gnädige Frau. Ich reise ab. Gnädige Frau, warum denn so förmlich? Die Situation hat sich dermaßen verändert, dass ich meine persönlichen Konsequenzen ziehen muss. Was hat sich verändert? Meine aufrichtigen Gefühle sind missbraucht worden. Von wem? Von Ihnen, gnädige Frau. Heinerchen, lass dieses gnädige Frau. Also erstens bin ich nicht mehr Ihr Heinerchen. Und zweitens sage ich zu jeder Frau, gnädige Frau, zu der ich in keiner persönlichen Beziehung stehe. Die spinnen, die Norddeutschen. Und despektierliche Äußerungen muss ich mir auch nicht mehr gefallen lassen. Dann hast du mir deine Gefühle für mich nur vorgespielt? Nein, meine Gefühle für Sie waren aufrichtig und grundehrlich. Du warst für mich auch nicht nur ein Urlaubsflirt. Drum rede jetzt nicht um den heißen Brei und sag mir endlich, was los ist. Ein Mitarbeiter des Hauses hat Sie und den Golflehrer in einer Situation, und den Golflehrer, um es kurz zu machen, Sie haben ihn geküsst. Ich? Den Jonathan Witherspoon? Das ist doch lächerlich. Nein, das ist ein Vertrauensbruch. Wenn ich den Jonathan geküsst haben soll, möchte ich auf der Stelle tot umfallen. Bitte jetzt keine Komplikationen mehr. Ich kann mir vorstellen, wer solche Gerüchte verbreitet. Der Christian hat mir eindeutige Anträge gemacht. Der dumme Junge spekuliert doch auf eine reiche Heirat. Der Christian hat damit nichts zu tun. Es war der Hans. Der Hans? Das habe ich Ihnen gerade gesagt, ja. Hör endlich mit diesem dämlichen Siezen auf. Deine stinkvornehme Art, die geht mir langsam auf den Wecker. Aber Isolde... Hat sich was mit Isolde. Da bringt man einem Mann aufrichtige Gefühle entgegen und dieses norddeutsche Schollenfilet glaubt irgendjemanden irgendwelche erfundenen Behauptungen. Nicht mit mir, Herr Tampe. Mögen Ihnen beim nächsten Kabeljau sämtliche Gräten im Halse stecken bleiben. Was ist denn in den gefahren? Ich habe Sie mit gewissen Tatsachen konfrontiert
Und wie Frauen nun mal sind, verteidigen sie sich gerne mit Gegenangriffen. Aha. Und was sind das für Tatsachen? Frau Isolde Braun, die vorgab, aufrichtige Gefühle für mich zu haben, hat sich auf dem Golfplatz mit Herrn Witherspoon verlustiert. Der Hans hat... Der Hans, gell? Der Hans ist eifersüchtig, dem stinkt er, weil es jetzt 2 glückliche Paare gibt und er steht mit leeren Hintern. Wieso denn 2 glückliche Paare? Ja, die Moni und den Jonathan wollte er auch auseinanderbringen. Ja, der Moni hat ja das gleiche Märchen erzählt. Das kann ich nicht glauben. Wie kann jemand sowas tun? Bei der Moni verstehe ich's ja. Schauen Sie, der Hans bemüht sich seit Jahren um sie. Natürlich erfolglos, gell, aber dass er da jetzt sie mitnetzt, also, na, das begreife ich nicht. Ich denke, das sollte ich jetzt selber herausfinden. Ja, na, mein Lieber. Brandner Hans, der Manöver kommt noch was auf dich zu. Ach, Ers? Ja? Ich wollte bloß sagen, heute kann es ein bisschen später werden, gell? Wir haben nämlich im Golfclub noch was zu feiern. Brauchst also mit dem Essen dann nicht auf mich warten, gell? Und geh rechtzeitig ins Bett, gell? Was ist das? Ach, Mama, gut, dass du da bist. Der Jonathan möchte mit euch reden. Ja, ich weiß zwar nicht, ob das in den Terminkalender deiner Mutter passt, aber vielleicht überlegt sie sich's noch bei einer so wichtigen Entscheidung ihrer Tochter. Das klingt ja sehr feierlich. Soll ich den Champagner jetzt gleich aus der Küche holen oder erst später? Du weißt, worum es geht? Ja, freilich. Eine Gehaltsaufbesserung werde ich nicht wollen. Und also das Handicap deiner Mutter verbessern will, das will ich gewiss nicht hören. Also, Kinder, meinen Segen habt's. Mamilein! Ja, und was ist mit dem Papilein? Lieber Hirs. Ja. Also du Saupreis, du Englischer. Das eine sag ich dir. Nur einen Augenblick, wenn du sie mir unglücklich machst, dann lernst du den Zorn der Bayern kennen. Ja, also, der Jonathan übernimmt den Golfplatz. Wir bauen ein Clubhaus, Grund haben wir ja nur. Und um das Clubhaus kümmert sich die Moni. Mr. Papilein, you wonderful. Ja, Gottes Willen. Sorry. Ja, dann können wir ja jetzt den Champagner holen. Hans, vorsichtig, noch einen Schritt. Noch einen Schritt. Noch einen Schritt. Ja, was ist denn mit dem Hans passiert? Ja, er hat den Herrn Tampe getroffen. Aber der Herr Tampe hat ihn auch getroffen. Ach du liebe Zeit, Hans. Da muss ja gleich ein Eis draufkommen. Vorsichtig, Komm, gell? genau, sie kriegt Warum ist denn diese Rezeption nicht besetzt? Hallo? Ist hier jemand in der Nähe? Ich komme, Isolde. Ich brauche keinen Gast, sondern einen Mitarbeiter des Hauses. Du willst abreisen, Isolde? Jawohl, Herr Tampe. Ich verlasse dieses Haus der Enttäuschungen und Demütigungen. Ich habe dich überall gesucht, Isolde. Ich habe dir einiges zu erzählen. Och, was werden Sie schon zu erzählen haben, Herr Tampe? Der Christian hat den Bauern geküsst, die Moni den Postboten und der Hahn eine Stubenfliege. Es war alles ganz anders, Isolde. Ach, war es keine Stubenfliege, Herr Tampe? Auch sag doch wieder Heiner zu mir, sonst krieg ich kein Wort mehr über die Lippen. Lassen Sie diese unehrlichen Sprüche. Eine Isolde Braun fällt auf sowas nicht herein. Und wenn, dann höchstens nur ein einziges Mal. Liebste Isolde, ich bereue zutiefst, dass ich diesen falschen Anschuldigungen Glauben geschenkt habe. Aber ich bin so oft in meinem Leben enttäuscht worden. Kannst du mir nicht noch ein einziges Mal verzeihen? Du versprichst mir, dass du nie wieder an mir zweifeln würdest? Ich schwöre es beim Klabautermann und der Helgoländer Aalsuppe. Und du wirst mir mehr Glauben schenken, als irgendwelchen Typen, die Klatschgeschichten in die Welt setzen? Und ich werde auch nie wieder versuchen, heimlich abzureisen, bevor wir nicht ein klärendes Gespräch hatten. Naja, unter diesen Umständen bin ich bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen und einen Neuanfang mit dir zu wagen. Du bist sehr großzügig, Isolde. Darf ich dich jetzt küssen? Später vielleicht. Jetzt darfst du erst mal mein Gepäck aufs Zimmer bringen. Ja. Oh, welche Last! Oh, sind sie dir zu schwer, Heinerchen? Nee.
Oh, welche Last fällt mir von meinen Schultern. Da kann mir aber gar nichts zu schwer sein. Die Moni und der Jonathan haben sich verlobt. Ja, und sie beide sind sich auch näher gekommen, wie man sieht. Heilerchen, hast du das gehört? Die jungen Leute haben sich verlobt. Was sagt man denn dazu? Das sollte uns ein Vorbild sein, Isolde. Wann soll denn die Feier stattfinden? Geht's? Ja. Darum habe ich Sie ja gesucht. Heute Abend findet das Fest statt. Und der Chef will alle Anwesenden dazu herzlich einladen. Dann sagen Sie den Bauern, dass ich mich mit der Hälfte an den Kosten beteilige. Isolde und ich, wir werden uns auch verloben. Ach, aber Heilerchen, du hast mir noch gar keinen Antrag gemacht. Soll das heißen, du willst, nicht? Aber nein. Die Frau Braun wünscht nur die exakte Einhaltung der traditionellen Abläufe. Oh, Sie kennen sich aber gut aus. Ja, ich bin ein Gewerkschaftsmitglied. Wir haben auch unsere traditionellen Abläufe. Unsere Vorsitzenden sagen, wir wollen 4% Gehaltszulage. Die Arbeitgeber sagen, wir können nur 1% bezahlen. Dann sagen wir nein. Kriegen 2% und dann sagen wir ja. Isolde? Ja. Du wirst doch nicht Nein sagen, wenn ich dich frage. Um das festzustellen, da müssen Sie schon fragen. Liebste Isolde, wir kennen uns zwar erst kurze Zeit, aber in unserem Alter und mit unseren Erfahrungen sollten wir schon beurteilen können, ob wir einen gemeinsamen Weg einschlagen. Was mich betrifft, so bin ich der Meinung, dass wir eine gemeinsame, glückliche Zukunft haben können. Ja, wollen jetzt Sie ein Geschäft aufmachen oder heiraten? Wenn sich deine Gedanken und Gefühle in ähnlicher Richtung bewegen, dann wäre das eine gute Grundvoraussetzung. Jetzt reicht's. Frau Braun, wollen Sie den Herrn Tappe heiraten? Ja, ich will. Darf ich? Ja, frag nicht lang und pack's. Entschuldigung, wir wollten nicht stören. Sie stören nicht im Geringsten, oder Heinerchen? Nee. Und wenn es Sie nicht stört, dann feiern wir heute eine Doppelverlobung. Den interessiert's aber, hä? Heiraten und Schlitten fahren muss schnell gehen. Herr Leitner, Sie sind ja nun kein Bauer mehr, sondern Geschäftsmann. Sagen Sie mal, hat sich der Tausch gelohnt? Ja, das muss man von einer anderen Seite sehen. Hätte ich den Golfplatz nicht gebaut, wäre der Jonathan nie auf den Hof gekommen. Und hätte ich den Urlaub auf dem Bauernhof nicht eingeführt, dann hätten Sie sich wahrscheinlich nie getroffen. Ne? Vielleicht sollst du Heiratsvermittlung aufmachen bei deinem Talent. Nein. Ich mach gar nichts mehr auf. Im Gegenteil, ich werde mich von vielen Dingen trennen. Auwe, Chefin, jetzt hast du aufpassen. Jetzt red nicht so blöd daher, geh lieber raus in den Garten und helf der Moni dann beim Eindecken, gell? Das weiß ich ja nicht, ob sie das mit dem Gewerkschaftsvertrag vereinbaren lässt, dass ich jetzt auch noch Kellnerarbeiten übernehmen muss. Christian, deine Lehrzeit ist jetzt vorbei. Soll das heißen, ich bin entlassen? Aber gell, Christian, kein Mensch will dich entlassen. Wir wollen doch nicht auf deine schlichte und ergreifende Ausdrucksweise verzichten. Ja, und wie soll man denn ohne dich erfahren, was bei der Gewerkschaft erlaubt und nicht erlaubt ist? Guten Tag, willkommen im Leitner Urlaubsparadies. Haben Sie reserviert? Sag einmal, spielst du? Ja, verreck. Du schaust aus wie ein Filmstar. Mach dich nur lustig über mich. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich heute hier mitfeiere, Bauer. Ich denke, dass meine Anwesenheit von einigen Damen und Herren nicht besonders erwünscht sein wird. Ach, bleiben Sie doch, Hans. Ich verzeihe Ihnen alles. Heute ist mein Glückstag. Nee.
dass ich das in meinem Alter noch mal erleben darf. Ja, dann bitte ich in aller Form um Entschuldigung. Ihre Entschuldigung wird angenommen. Ja, Frau Braun, Sie können doch jetzt einen gut situierten Preisen zum Mann. Glauben Sie nicht, dass Sie mir 1 oder 2 Ihrer Fabriken überschreiben könnten? Ich mein, mit eigenen Nachwuchs können Sie ja nicht mehr rechnen. Wieso? Ich bin doch im besten Alter. Ja, Sie schon, aber er. Kinder! Kinder! Hey, kommt mal raus. Also, liebe Anna, liebe Moni, lieber Jonathan, liebe Frau Braun, lieber Herr Tampe, lieber Hans. Lieber Christian. Ja, wir sind heute zusammengekommen, um die Verlobung meiner lieben Tochter Moni mit meinem lieben zukünftigen Schwiegersohn Jonathan zu feiern. Oh, Wie war ich bis jetzt? Ein bisschen viel Liebe, aber sonst ganz in Ordnung. Also, dieses freudige Ereignis haben Frau Braun Danke. und Herr Tampe zum Anlass genommen, sich durch eine Verlobung ein Eheversprechen abzugeben. Ja, und somit feiern wir heute... Gewissermaßen eine Doppelverlobung. Ja, und im Zusammenhang mit den heutigen Ereignissen, wird es am Hof noch einige Veränderungen geben. Tiefgreifende Veränderungen. Ja, ich bin noch nicht fertig. Doch, du hast fertig. Was? Also, jetzt passt mir auf. Der Golfplatz wird in Zukunft als eigenständiges Unternehmen von der Moni und vom Jonathan geleitet. Die Frau Braun hat sich nicht nur in den Herrn Tampe verliebt, sondern auch in unsere wunderschöne Chiemgauer Landschaft. Sie baut deshalb hier ein kleines, aber feines Hotel, das sie zusammen mit dem Herrn Tampe führen wird. Davon habe ich ja noch gar nichts gewusst. Heinerchen, du hast doch nichts dagegen, oder? Nee. Wo du bist, da will ich auch sein. Ja, und nachdem nun alle unserem Hans verziehen haben und wir uns in den vergangenen Jahren überzeugen konnten, dass er auch als Bauer nicht unbegabt ist, werden wir ihm unsere Landwirtschaft verpachten. Ja, und was ist mit mir? Du kriegst die Stellung vom Hans. Ja, gratuliere, Chef. Gratuliere, Stellvertreter. Ja, Golfplatz weg, Hof weg. Und was ist denn mit mir? Du wirst mit mir die schönsten Golfplätze der Welt bereisen. Wir haben 30 Jahre hart gearbeitet. Da wird's Zeit, dass wir das schöne Leben genießen. Ja, das klingt zwar sehr verlockend, aber so ganz ohne Arbeit kann ich nicht sein. Nein. Ja, und dann werde ich auch noch etwas vermissen. Was denn? Mein wunderschönes Chiemgau. Ihr werdt's ja nicht für immer verreisen, Papa. Ja, wer soll sich denn um die Enkel kümmern, wenn ich im Club braucht werde? Ach so, ja, aber dann beeilt euch aber mit der Produktion. Weil ein Jahr Portugal, Florida, Dubai klangt mir wirklich, gell? Aber wenn ihr einen Babysitter braucht, ich wüsste euch einen. Was schaut's denn da mir an? Langsam, gell? Als stellvertretender Chef kann ich nicht auch noch auf Babys aufpassen. Das kann ich nicht mit dem Gewerkschaftsvertrag vereinbaren. Ich kann mich doch wirklich nicht um alles kümmern.